Willkommen zur 8. Folge hier bei Retrocast sinnlose Let's Plays zu Mario Kart 8 ab der Switch gespielt und wir sind in 200 Kubik stehen geblieben. Und wir tun einfach gerne mal das gleiche Auto wiederverwenden und wir haben den Sterncup als letztes gemacht, also jetzt den Blitzcup dran. Probieren wir es das mal besser zu machen, weil im Krone oder im Special Cup hat es dann ganz euch erzählt vorher in dem Fall. Haben wir es nicht so gut gemacht, aber Blitzcup probieren wir es jetzt wieder mal ein bisschen besser zu machen. Und der Blitzstart auch wieder verpasst wie eigentlich fast immer. Bis auf 2 Ausnahmen. Hauptsache wir werden jetzt schon mal getroffen am Anfang. Und dann kommen wir noch runter. Ganz ein guter Start. So einen, wie man sich eigentlich immer wünscht. Ja, und schon 2 Mal runtergefallen, also da ist noch ein schwacher Beginn. Wenigstens fahren gegen auch nicht viel besser im Moment. Litvandie. Und nochmal Litvandie, also das ist ganz ein radikaler Feldstart. Aber wenn denn richtig. Das ist mein Motto. Wenn schon Feldstart, dann wenigstens richtig. Dritte Mal runtergefallen auf der Bahn. Sehr schwach. Banane immer mit. Auf der letzten Runde wirklich super Fahrt anlegen. Schauen, wie es da gelingt. Zumindest hätten wir mal Schutzschild. Aber Mario Kart verzeiht einem teilweise auch ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob es da verzeiht. Wohl, da verzeiht es mir. Also, sind gleich Erster geworden, ist aber schwache Leistung auf dieser Strecke. Wenn wir zugeben. Aber es sollte motivieren, dass wir es besser machen können. Auf der nächsten Strecke. Und da kann immer darauf fahren, auf welche Strecke das kommt. Ja. Probieren gilt. Wie immer. Knapp mit drüber. Hat aber nicht viel gefällt. Aber. Die Items sehr viel geholfen, nicht wie das Fahrer ist nicht vorhandene können. Und wieder Banane. Ich habe das Gefühl, ich nehme jede Banane mit, die mir liegt. Vielleicht hat das Spiel auch Mitleid, nachdem wir in der letzten Cup so scheiße gefahren sind. Ich denke vielleicht im Namen Sieg, den müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen.
Nicht runterfallen, das ist die Hauptsache. Das ist gut. Nein, nicht auf mich! Oh, jetzt ist er schon eingegangen. Der Blitz war jetzt nicht so gut gewesen, aber die Spielhälfte ist wirklich, es hat Mitleid gehabt. Nach der schwachen Leistung im letzten Cup ist bis jetzt auch noch keine überragende Leistung dabei gewesen bei diesen 2 Strecken bis jetzt. Aber es hat zumindest mal gelangt, um einen gewissen Vorsprung rauszufahren. Die ist auch recht gut umgesetzt. Von der Vida, Vulkangrotte oder wie sie heisst. Ist auch nicht unbedingt die Lieblingsbahn, aber ist auch nicht eine von den Bahnen, die ich gar nicht mag. Ganz ehrlich. Wenn ich jetzt da mich wieder ganz dumm anstelle, zu Beginn. Das war schlecht gewesen. Das war schon ein bisschen besser gewesen. Die Zielpassage mal, aber mitgenommen. Falsch angedriftet. Das ist der Bömbeli-Tag, hä? Auf der Wumper, wo ich überkomme. Bis jetzt. Das sieht auch gut aus. Haben wir auch Schwein gehabt. Vom schwachen Beginn haben wir uns ein bisschen gesteigert auf dieser Strecke. Und wir haben 15 Punkte, ja, nein, 14 Punkte Vorsprung. Also, ich glaube, der letzte kommt auch noch einen Punkt über. Also, wir können es jetzt auf der letzten Strecke auch wieder voll verkacken wie im letzten Cup. Hoffen wir mal, machen wir nicht, aber wäre zumindest denkbar. Ja, ich glaube, auf dieser Strecke ist es nicht zwingend. Das sind zwar nicht mehr, ich weiss zwar nicht mehr, wie sie war, auf 200 Kubik, aber ich glaube, das sind Kurven nicht ganz so schlimm wie beim Rainbow Boulevard. Habe ich zumindest mal gemeint gehabt. Wir sind halbwegs fahrbar auf 200 Kubik dieser Bahn. Das Gefühl hat mich nicht gelassen bis jetzt. Ich glaube, die Kurve ist wenn am ehesten. Nein, da auf 200 Kubik ist die Bahn ist effektiv fahrbar. Gute Leistung zum Abschluss. Und wieder mal ein Cup. Nach dem Absturz vom letzten Cup immer wieder ein Cup geschafft. Mit 3 Sternen, 60 Punkte, volle Punktzahl. Ja, macht mich happy.
macht mich wirklich happy. Da wäre es im Fall auch gewesen wieder. Vielen Dank, sind ihr mit dabei gewesen. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind ihr auch wieder mit dabei. Lasst doch ein Like oder ein Abo da als Motivationsspritze zum Weitermachen für mich. Wäre natürlich schön. Komme, sage ich auch nicht nein. Und wäre es da wieder gewesen, man hört sich.